Endlich in der Vergangenheit angelangt, geht das Abenteuer weiter. Hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode 6 Hertz 1. Ja, 6 Hertz 1, ja, stimmt sogar. Ja, so, es geht jetzt weiter. Wir sind hier angekommen im letzten Part und wollen jetzt herausfinden, was Impa uns zu sagen hat. Hey, da bist du endlich, Michael. Ich habe dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist, doch ich werde dich aufklären. Okay, Sexualkundenunterricht also. Dies ist der Hylia-Tempel. In einer Zeit kennen wir ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Ja, so fing der Unterricht für mich in der Schule auch an. Unermesslich lang ist für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Der Todbringer. Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dort hinten. Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Wie? Kann das wirklich sein, da hinten sind meine Abonnenten? Nee, natürlich nicht. Es ist Zelda. Wie könnte es auch anders sein? So. Gehen wir also durch das verschlossene Tor. Das wundersamerweise gerade weg ist. Endlich bist du hier, Michael. Du hast einen langen Weg hinter dir. Oh ja, kannst laut sagen, das Let's Play dauert schon seit knapp einem Jahr oder so. Impa hat ja sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. Oder gerade für euch die Gegenwart, war. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Potzblitz. Lass mich dir alles erklären. Geschichtsstunde mit Zelda. Vor langer Zeit schufen die Göttin... Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, all seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Und wehe, jemand spricht das Triforce aus, ja? Der Todbringer entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Das wird einiges erklären. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davon getragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Die ganze Zeit nur so, okay, Zelda, woher weiß das alles? Was ist hier los? Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der einem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Welch Ironie! Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihren unsterblichen Körper auf. Du hast es sicher schon verstanden, Michael. So wie Link gerade aussieht, glaube ich eher weniger. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Oh Backe, was für ein Tabak. Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Giwahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Voll geknickt. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia.
Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor der Statue der Göttin zu beten. Einspruch. Den 4., 5. und 6. Tempel hast du ein bisschen ausgelassen, war? Da war nur ich, also nur so wegen jedem Tempel und so. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Michael, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier, in dieser Zeit, das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Ja, in unserer leider nicht mehr. Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe, ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Die Göttin hat dir Fein und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Michael. Also sprich du. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Michael. Woher weiß ich das überhaupt? Ich meine, haben wir gerade die ganze Geschichte erzählt, oder wie? Was Link für Auge macht. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln, Kraft durch zahlreiche Kämpfe, Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Und damit soll es wohl klar sein, Leute, dass dieser Link der einzig wahre Auserwählte ist, der einzig wahre Link, der das komplette Triforce, ja, also einsetzen kann natürlich sowieso, aber halt auch ihrer würdig ist. Des Triforce würdig ist, so rum. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce, zu führen. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen und hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Danke, wissen wir bereits, hatten wir schon. Dieses leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Michael. Und wie ich das werde. Ja! Das wahre Masterschwert! Durch den Segen der Göttin hat das Masterschwert endlich seine wahre Gestalt erhalten. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Und nur du kannst es führen, Michael. Und meine Nachfahren, ne? Wohlgemerkt. Wir haben es geschafft. Die wahre Klinge, die wahre Macht. Michael, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Oh. Und habe ich den? Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Vielleicht wollen sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Hylia benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste, ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten,
würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. Boah. Also nicht so, wie es gerade so klingt, ja? Nicht zweideutig und so, sondern schon, ja. Michael, es tut mir leid, dass ich dich in dies alles verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrecht zu erhalten, werde ich hier ruhen, und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Zelda, mach keinen Quatsch, ja? Michael, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerungen zurückkamen. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Was zum Henker? Und weg ist sie, hinter einer Mauer von Licht. Michael, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters, deine Freundin seit Kindheitstagen, Zelda, wie du sie kennst. Ja, die Tochter des Opas zu sein, wäre auch ein bisschen schwierig. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Wirst du dieses Mal mich aufwecken, Michael? Das ist irgendwie so traurig und so... irgendwie auch so stark und... ja, was soll ich jetzt tun? Das werde ich verspreche es dir, verlass dich auf mich. Was passt besser zu Link, zu uns? Das hier. Verlass dich auf mich. Das werde ich. Zelda, oh nein! Eingeschlossen im Bernstein. Verdammt, um für ewige Zeiten das Siegel zu halten. Naja, also ewig und 3 Tage sagen wir so schön, aber in diesem Fall natürlich nicht. Wir werden das vorher beenden. Tja, Impa, es gibt viel zu tun. So, jetzt haben wir also die ganze Geschichte gehört, Freunde. Wir wissen jetzt, was alles passiert ist, was unser Schicksal ist, wie Zelda oder beziehungsweise halt die Göttin Hylia, wie sie uns ausgetrickst hat, weil sie wusste, dass wir Zelda sowieso retten werden. Unser wahres Maßschwert. Seht ihr das? Neue Funktion, wa? Sofort der Himmelstrahl, hey. Nichts mehr aufladen, nur noch hochstecken. Zack. Schon haben wir den Himmelsstrahl. Cool, oder? Pluck. Ja, schon ein cooles Feature hier im Heldenmodus. Geil. So, noch kurz hier schauen. Zack, weg da. So, hier. Wahres Masterschwert. Ein heiliges Schwert, erfüllt mit der Kraft der Göttin. Nur ein wahrer Held vermag es zu führen. Ja, Mann, und das sind wir sind so cool. So, Impa, was sagst du dazu? Noch irgendwelche Abschiedsworte? Ihr habt euch verabschiedet. Finde das Triforce, wie du es Zelda versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Abenteuer auf dich. Ja, so viel jetzt auch wieder nicht. Sorge dich nicht, ich werde Zelda beschützen. Vollend du deine Aufgabe. Ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, Zelda ist da eingesperrt und so, im Bernstein und so. Jetzt kehren wir zurück in die Zukunft, wortwörtlich, und Impa, wir kennen die alte Dame, ja, also Impa, alte Dame. Ich will nicht, wie sie für Zeit vergangen ist und vor allem nicht, wie Zelda nachher aussehen mag. Nein, keine Sorge. Der Bernstein ist natürlich so eine Art Verjüngungskur, keine Frage. Sie kann das Siegel zwar aufrechterhalten mit ihrer Kraft, aber sie altert nicht. Das ist irgendwie krass, aber auch cool. So.
Also dann, was ich bereits vorhin gesagt habe, erzählt habe. Zurück in die Zukunft! Ach, das war ein geiles Let's Play, wa? Zurück in die Zukunft, das Spiel. Aber ich schweife ab. Wir sind hier bei Zelda. Skyward Sword. So, jetzt kennen wir alles. Du bist wieder zurück. Ja, Impa, wir sind wieder zurück. Da kommt das mittlerweile jeder. Dann weißt du jetzt alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben, es geht dir gut. Ich bin auf etwa 1000 Jahre, aber es geht dir gut. Dass Triforce, die eine Kraft in den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin im Wolkenort versteckt. Aber niemand weiß wo, dazu schweigt die Legende. Aber du hast ja bereits den ersten Teil von Skyward Sword durchgespielt, das heißt, du weißt ja, wo es bereits ist. Also, komm direkt dorthin, du weißt ja, wo es ist. Ja, stimmt, aber leider lässt mir das Spiel dazu nicht. Mehr weiß leider nicht darüber, Michael. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenort verbergen. Du solltest dich auf die Suche mit Triforce machen. Hey, warte mal einen Moment! Ja, Bardo? Michael, ich muss mit dir reden! Was geht schon wieder? Bardo. Also, Zelda geht's doch gut, oder? Ja, kommt drauf an, also wenn man jetzt davon absieht, dass sie ein bisschen auf Dornröschen machen, so, Dornröschen natürlich Schneewittchen spielt und so, wobei Dornröschen war ja auch sowas in der Art. Jedenfalls, wenn man mal davon absieht, dass jetzt da Nebelkeit schläft und wartet, bis wir unsere Aufgabe erfüllt haben, ja, dann geht's ja gut. Oh, das klingt gar nicht gut. Ja, du wirst doch etwas unternehmen, oder? Na, Logo, Alter. Es ist so, Michael, ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkennetz zurückzukehren. Was? Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Okay, der erste Migrant hier, schön. Nee, mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss das Ungeheuer bewachen. Und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so umreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden. Verstehst du? Ja, irgendwie schon. Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden unter den Füßen ist auch nicht zu verachten. Tja. So ist halt, wa? Der Mensch kehrt dorthin zurück, wo er sich am wohlsten fühlt. Schau. Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Das hier wird sicher mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Es wird wohl eine Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst, aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Wäre so eine versteckte Anspielung halt, später halt auf, ja, ihr seht's dann. Jedenfalls, also, Grüße alle von mir, wenn du zum Wolken zurückkehrst. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Michael. Ja, bitteschön. Haben wir gerne gemacht, wa? So, das war's mit Bardo. Jetzt haben wir noch eine kleine Mission zu erfüllen, Freunde. Und zwar wollen wir zurückkehren. Das ist schön und gut, aber ich möchte eigentlich noch hier hinten was erledigen. Und zwar, wir kennen es bereits, was er da mal angekündigt hat, oder angedroht eigentlich nicht. Es geht vor allem darum, dass wir dann noch ein paar Dinge zu erledigen haben, sprich ein paar Artefakte der Göttin, die wir noch holen müssen. Hier ist eine Wand der Göttin, kennen wir auch schon bereits. Hier ist der schon wieder. Der könnte auch noch was für uns erledigen. Später gibt es noch eine Herzteil dafür, dazu dann später mehr. Jetzt aber... Ich muss auf das noch was vorbereiten. Ne, glaube nicht, wa? So, jetzt erstmal noch ein bisschen Spaß haben. Ja, lebt noch. Schade eigentlich, aber unser Masterschwert ist einfach... Wow! Bombastisch, fantastisch. Da komm nur her, Mann. Die können es nicht mehr... Also sie können schon blocken, aber wir können irgendwie nicht mehr davon... Sprich, also sobald sie halt blocken und wir draufschlagen, wenn sie davon zurückgeschleudert und wir können sie trotzdem platt machen. Irgendwie cool, oder? Ist auch ein bisschen unnötig gespielt, was wir bisher hatten, immer so von wegen, ja, müssen Schild zücken und so. Richtig mit der V-Motion Plus Steuerung zielen, damit wir den Gegner treffen, ist jetzt nicht mehr nötig. Wir haben jetzt das wahre Masterschwert. Geil. So, jetzt kann ich helfen, wie ich gerade sehe, das ist weniger schön. Aber ich habe sowieso genug, dafür sind es wieder ein paar Schmetterlinge. So, mehr als 3 hat's doch nichts, oder? Nö, hier hat's nichts. Ja,
es nichts. Hier hat es nie etwas. Nö, hier hat es ein paar Schmetterlinge für uns. Das war Nummer 1. Das sind Himmelsfalter gefangen. Ein weit verbreitetes Insekt, Mensch. Sprich, langsamer. Nummer 2 kommt auch schon herbei. Dann, wo sind die anderen? Die sind abgehauen, wa? Typisch Käfer, toll. Jetzt ist da noch einer. Zack, der runterkommt und der gleich gefangen wird. Ein Pyro-Riesenkäfer, cool. Ach, das Masterschwert, ich liebe es so, ich liebe es so. Es ist einfach mein Lieblingsschwert in der Zelda-Serie. War schon immer so und wird auch immer so sein. Es gibt kein geileres Schwert als das Master Sword. So, jetzt muss man ganz kurz raus hier wieder. Ins Wolkenmeer reisen, doch bitteschön. Ja. Juhu! Über den Wolken. Und den Rest des Liedes, das kennt ihr ja schon. La 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 la. Ja, ich weiß gar nicht singen, so. Ich muss mal ganz kurz zurück. So, da ist er schon wieder. Denn wir wollen noch ein paar Artefakte der Göttinnen sammeln, die wir jetzt holen können mit dem Greifhaken und so. Und die keine Herzteile beinhalten. Und einer müsste ziemlich weit oben sein, sprich im ersten Tempel müsste der sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also eins ist noch hier unten noch, beim Flure Wasserfall, und es sind glaube ich 300 Rubine drin. Und hier noch etwas, wo glaube ich eine Rubinmedaille war. Ja, bitteschön, Tempel im Wald. Yes, ju. So, bin da, wer noch? Ein fettes Vieh, ein fettes Vieh, ein fettes Vieh. Gegner? Keine. So, fettes Vieh. Willst du Stress, Alter? Wir haben mich da gekitzelt. Ach du Scheiße. Ich war's. Schild ab? Wenn man Schild wird. Wer war das? Jetzt wird er langsam sauer. Jetzt wird ich sauer. Boah, eigentlich voll den Haken. Moment mal kurz. Bäm. Was soll das werden? Wer kitzelt mich da? Alter, das ist ein Masterschwert. So, jetzt reicht's mir aber. Ja, macht schon mehr Damage als früher, wa? Und down ist er. Ja, hier haben wir ein Artefakt der Göttin. Das ist aber das, wo wir... das ist zwar das Richtige, aber da hat es ein Herzteil drin. Was ich meinte, ist eines da oben. Da ist auch noch eins. Und da müsste, wie gesagt, glaube ich, eine Rubinmedaille drin sein. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich mal an dieser Stelle hier... Genau hier den Part beenden. Und wir sehen uns am nächsten Part wieder hier im Wald von Faerûn, wo ich noch ein paar Artefakte der Göttin sammeln werde. Und dann geht es zurück zum Wolkenhort, wo wir dann halt uns auf die Suche nach dem Triforce begeben. Das wäre geil, wa? Mit dem Masterschwert. Ach, ich könnte das den ganzen Tag machen, Leute. Zack. Geil. Also dann, bis zum nächsten Mal hier im 6 Herz One. Ciao zusammen.